kann ich euch sagen, es ist hauruck. Ich habe falsch gedrückt für alle, die es gemerkt haben. Aber wir sind jetzt online, wir sind bei euch und ich freue mich riesig Ein bisschen darauf. schauen, dass das Licht ein bisschen anders ist, so ist besser. Genau. So ist besser. Ja, es ist Gebetszeit live und wir freuen uns riesig darauf, einfach mit dir zusammen zu beten. Das Thema von heute ist, warum kann ich nicht aufhören? Wir sind ja in einer Serie über Gewohnheiten und das ist so eine Serie, wo ich schon merke, das geht schon recht tief, weil es doch nicht ganz so einfach ist, Dinge zu ändern, obwohl wir eigentlich, manchmal sind Dinge rational völlig logisch. Man hört einfach auf, das zu machen, aber man merkt, es ist gar nicht so einfach. Und ich bete, dass der Heilige Geist uns führt. Heilige Geist, ich danke dir für diese wunderbaren Momente, die wir jetzt einfach Zeit haben, zusammen zu beten, um auch vor deinem Thron zu ringen. Und ich bin dir einfach so dankbar, dass wir dich haben dürfen als einen Gott der Durchbrüche. Und wir beten jetzt zusammen, dass in den nächsten paar Augenblicken du wieder den Himmel aufmachst über diesen Themen, die wie blockiert sind, die einfach wenig gelöst werden können, menschlich, dass du eine Kraft gibst, einen Willen schenkst, eine Strategie gibst, die mir dabei hilft, die Person noch mehr zu werden, die du ganz am Anfang für mich vorbereitet hast. Das sind auch diese vorbereiteten Werke. Wir können ja nicht einfach Dinge machen, die wir wollen. Es sind Werke, die Gott vorbereitet hat, in denen wir gehen. Und das ist mein Wunsch, eben wenn ich merke, ich habe Gewohnheiten, die zerstörend sind, die negativ sind, die den Fluss Gottes blockieren, da bin ich so dankbar, dass der Geist Gottes uns hilft, in den Namen von Jesus Christus diese Dinge zu lösen, zu brechen und auch neue Dinge zu etablieren im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen, Amen. Wir sind ja schon die 3. Woche an diesem Thema mit den Gewohnheiten und es gibt verschiedene Schritte und auch heute gehen wir weiter. Also die letzten Wochen hatten wir Stoppe den Auslöser, war ein Schritt, gehe an die Wurzel des Problems, war ein Schritt und heute setzen wir dort wieder ein, wo es darum geht, formuliere die neue Gewohnheit, die du etablieren willst. Ja, man muss es aufschreiben. Das hört sich jetzt ein bisschen doof an oder einfach an, zu simpel an, aber man muss es ganz klar aufschreiben. Das ist der Bereich, den ich aufhören will. Weil hinter dem steckt ein Gefühl, ein Erlebnis, Emotionen, es hat sich so eingeprägt. Und wenn man dann ganz konkret beginnt, eben zu beten, dann ist es eben ganz, ganz krass, dass Gott plötzlich beginnt, ganz, ganz neu zu machen. Ja, und das heißt in Habakuk 2, Vers 2, der Herr sprach zu mir, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln nieder. Jeder, der vorübergeht, soll es lesen können. Also es reicht nicht, wenn du einfach so einen Gedanke von Gott bekommst, sondern der nächste Schritt ist, schreibe es auf. Und während du aufschreibst, merkst du, dass es gar nicht so einfach ist, so ein Ziel oder eine neue Gewohnheit klar zu formulieren. Aber genau das ist der springende Punkt. Das ist eigentlich wichtig, dass wir das so formulieren können. Also Habakuk hat sich ja Zeit genommen. Er ging auf eine Mauer und hat sich das aufgeschrieben. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, es gibt die Momente, wo der Heilige Geist aus dem Nichts raus dir einen Blitzgedanken gibt, ein Gefühl, ein Erlebnis, wo du merkst, oh, das ist das Thema. Aber sehr, sehr oft ist es das Gegenteil, dass man hinsitzt und mal zur Ruhe kommt und sagt, Heiliger Geist oder Jesus oder Vater im Himmel, welches Thema ganz konkret willst du in mir entwickeln? Es kann sich auch jetzt entwickeln, lösen, freisetzen oder einen Durchbruch bei mir generieren. Und man sagt, wer schreibt, der bleibt. Das ist so ein Satz. Also wir können auch beten für jetzt den Geist der Offenbarung. Es braucht eine Offenbarung, weil es geht ja auch nicht darum, Hauptsache wir werden bessere Menschen. Es ist oft so, Leute sagen, ja, es geht auch hauptsächlich um Selbstoptimierung. Geht nicht um Selbstoptimierung, es geht darum, wir möchten und wir werden Jesus Christus ähnlicher werden. Das ist unser Ziel, dass Jesus am Ende durch uns noch mehr bewirken kann. Aber es braucht so wie eine Offenbarung. Ja. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jedem von uns, der jetzt zuhört, und vielleicht ist es für dich so wie ein Kaltstart, du denkst, wo bin ich jetzt dahin geraten, meine Gewohnheiten, meine neue Gewohnheiten formulieren,
spielt keine Rolle, wo du dich gerade befindest, auch seelisch oder mit deinen Gedanken. Heiliger Geist, wir Yes. bitten dich um Weisheit, dass wir diese Gewohnheiten neu formulieren können, dass wir neue Gewohnheiten formulieren können und das aufschreiben können. Und ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, die Fähigkeit haben, Dinge zu formulieren, Yes. wie wir sie neu haben wollen. Genau. Und ich versuche mal kurz das aufzuschlagen, weil mir gerade in den Sinn gekommen ist, was ich aufgeschrieben habe. Ja, wenn ich es bekomme da bei mir. Ja, genau. Also ich habe mir aufgeschrieben, ich bin, siehst du, das ist auch eine neue Gewohnheit da von diesem neues Programm. Ja, ich bin eben kein technisches Talent. Ich wollte das kurz raussuchen, weil ich wirklich eine Kraft darin spüre und ich möchte dich darin mitnehmen, was ich mir aufgeschrieben habe. Aber ich muss es vom Handy lesen, dann geht es besser. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, ich bin ein Talent in digitaler Ordnung. Also das ist nicht das, was ich vom Naturell her bin. Das ist eine Gewohnheit, die ich mir neu angewöhnen muss, damit das Ganze da wieder funktioniert. Habe ich mir das aufgeschrieben. Ich bin ein Talent in digitaler Ordnung und ich habe es bei meiner Liste zu oberst drauf, dass ich es jeden Tag sehe. Ein anderes, was ich aufgeschrieben habe, ich bin kreativ und habe einen Output. Ich bin kreativ, genau, aber dass ich einen Output habe, das verschiebt sich immer mal so wieder nach Season. Aber ich habe das jetzt mal einfach so aufgeschrieben, eine neue Gewohnheit benannt. Und dann das Dritte, ich kenne meine Grenzen und kann mich liebevoll abgrenzen. Auch das, spürst du die Kraft, wenn du eigentlich nicht so bist, das auch nicht deine Gewohnheit ist und dann das plötzlich so schwarz auf weiß steht und du das aussprechen kannst, das hat eine Kraft. Das ist eigentlich schon der nächste Punkt, ist eben, das hast du jetzt ganz gut erklärt, Susanne. Eigentlich ist eben, dass man proklamiert. Es geht jetzt eigentlich um also aufschreiben ist das eine, zum Beispiel der Sabbat, das ist ja nur ein Titel, aber dann muss man Dinge beginnen zu proklamieren, ganz spezifisch. Und zwar nicht nur ein Wort, Sabbat, sondern was heißt es, den Sabbat zu halten. Nimm ein Beispiel, weil ich habe dann Leute gefragt, ja, was heißt denn den Sabbat halten? Haben Leute gesagt, ja, dann macht man nichts, dann ist man zu Hause, dann betet man irgendwie. Und dann habe ich gemerkt, ja, wenn ich das ganz konkret mache, ich sitze da auf dem Stuhl zu Hause, mache nichts, dann habe ich 1000 Ideen, es wird mir langweilig und dann ist das Gegenteil von Erholung, sondern ich habe dann das Gefühl, ich muss was unternehmen. Und das ist auch ganz, ganz interessant, man muss allein überlegen, was heißt denn der Sabbat? Und jemand hat zu mir gesagt, Sabbat ist für sie einen Tag, wo man nichts muss. Natürlich, wenn du jetzt Kinder hast, geht das auch wieder nicht, aber du hast nicht einfach Termine, die man erledigen muss, sondern man kann sagen, nein, heute habe ich das und das Spaß. Mit anderen Worten, man hat frei von der Agenda. Wie gesagt, hast du Kinder oder einen Hund, dann hast du gewisse Dinge, die man machen muss. Und das hat mir mega geholfen in dem Sinne, man muss eben das Wort, das du jetzt hast, zum Beispiel, ich will keinen Alkohol mehr trinken, ich möchte gesund mich ernähren, ich möchte auf meinen Schlaf achten, ich will die Bibel lesen, ich gehe jetzt in die Church, ich arbeite mit, ich werde positiv sein, ich möchte Gott anbeten, ihm Danke sagen, ich möchte den besten Leiterin werden. Das ist so ein Begriff. Und jetzt muss man beginnen, das zu proklamieren. Proklamieren, nicht einfach irgendetwas. Es gibt ja auch im Moment so einen neuen Trend, wo man einfach das ausspricht. Manifesting heißt es, was du werden willst. Von dem spreche ich nicht. Immer, wenn Gott dir einen Punkt zeigt, heißt es, das ist er von Gott geboren. Aber dann muss ich ganz konkret das aussprechen, wie Gott mich sieht. Und es muss spezifisch werden. Du hast aufgeschrieben, ich bin gut. Was hast du gesagt? Du bist gut in? In digitaler Ordnung. Genau, also nicht nur in digitale, sondern digitaler Ordnung. Das ist ganz, ganz spezifisch, sondern nicht einfach, ich möchte digital gut werden, sondern Ordnung. Ich muss feilen und all das Zeugs. Genau, und für das jetzt auch wieder ist es wichtig, dass man eben Zeit nehmen muss. Und ich habe nächste Woche bin ich mit einem Team unterwegs und wir werden genau über gewisse Themen, die Gott uns auf das Herz gelegt hat, überlegen, was ist dann das Spezifische? Was sind denn die Detailwörter, wo es ganz konkret und klar wird? Und für das braucht es wirklich Offenbarung,
weil wir ja nicht einfach selber definieren wollen, wer wir sein möchten, sondern Gott hat einen Plan für uns, wer wir sein werden in der Zukunft. Ja, und es gibt einen spannenden Vers in Römer 4, Vers 17, das bezieht sich auf Abraham. Aber was mir da gefällt, ist, ich lese nur einen kurzen Ausschnitt. In Gottes Augen ist dass denn Abraham vertraute dem Gott, und jetzt kommt's, der die Toten lebendig macht und der aus dem Nichts ins Leben ruft. Also Gott hat gerufen und es ist entstanden, das war bei der Schöpfung so. Und das ist seine schöpferische Fähigkeit, und weil wir im Ebenbild von Gott geschaffen sind, können auch wir, eben Proklamation ist, dass ich ins Leben rufe, was noch nicht ist. Genau. Proklamation ist für die einen, die, sag ich mal, vielleicht nicht Christen sind, sagen, ja, ihr Christen, ihr sprecht einfach es aus und es wird werden. Und dann die einen von uns haben Mühe, Dinge laut zu sagen, weil man sich schämt, weil man vielleicht nicht so ein outgoing Person ist. Aber es ist mega wichtig, dass wir verstehen, alles, was du siehst, hat Gott mit einem gesprochenen Wort, und es werde Licht und es wurde Licht. Es werde Land und es wurde Land. Sterne und Himmel, alles, was du siehst, hat Gott mit einem Wort gesprochen. Und darum, Veränderung geschieht, indem man Dinge ausspricht. Eben, ich habe das Beispiel schon ein paar Mal gebracht, und dann werden wir beten, wenn jemand, der mit Alkohol wirklich Probleme hat, ist eine alkoholsüchtige Person. Das Erste, was ich sagen muss, ich bin ein Alkoholiker. Also man spricht etwas aus, was man ist, weil mit dem spricht man etwas, macht man nicht etwas schön, Schwamm drüber, Decke drüber und man tut so, sondern man bekennt das wortwörtlich, was man ist. Und dann sagt man, und ich werde ein Mensch sein, der nicht mehr von den Süchten von Alkohol, sondern vom Geiste Gottes getrieben ist. Also. Und wir beten dafür, dass du deine Sprache gerade auch über dich selber ändern kannst. Ja. Dass sich da etwas in deinem Inneren verändert und dass du anfangen kannst auszusprechen, nicht was du jetzt bist, sondern wohin du willst. Genau. Vater, ich danke dir auch für die Kraft der Worte, die du uns anvertraut hast. Du sagst auch, mit einem dankbaren Herzen treten wir ein in den Vorhof Gottes. Und Dankbarkeit ist etwas, was die Schlüssel und auch die Türen des Himmels öffnet, auch in meinem Leben, in all dem, was du mir anvertraut hast. Ja. Und ich proklamiere jetzt nicht meine Süchte, meine falschen Gewohnheiten, meine Probleme, die ich habe, und auch nicht auch meine eingeschränkte Perspektive über Dinge, wie ich die Sichtweise vom Leben habe, sondern ich danke dir, dass du mir die Autorität gegeben hast, Dinge, die noch nicht sind, in die Existenz zu rufen. Ja. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich komme nicht los von diesen Süchten, die Kraft Gottes ist in mich hineingelegt und diese Kerkertüren gehen auf und diese Fesseln fallen weg im Namen von Jesus und diese toxischen, einvernehmenden Gefühle und Eigenschaften sind gelöst jetzt im Namen von Jesus, weil du hast gesagt, in deinen Wunden sind unsere Sünden und unsere Fehler vergeben, aber auch wir werden geheilt, wir werden erlöst, freigesetzt, und es sind nicht mehr Eigenschaften, die mein Leben bestimmen und auch beherrschen. Jetzt kommt auch ein wichtiges Wort. Ich setze in diesem Thema Jesus auf den Thron. Nicht mehr die Süchte, nicht mehr Netflix, nicht mehr Social Media, nicht mehr Eifersucht, nicht mehr Groll, nicht mehr Depression, nicht mehr Geiz, Stolz ist auf dem Thron, sondern ich setze dich, Jesus, auf den Thron und ich sage, Jesus, du genügst. Und die Freude am Herrn ist meine Stärke. Mit meinem Gott werde ich über Mauern springen. Das heißt, sogar der Gerechte wird 6-mal umfallen, aber er steht wieder auf. Und wir stehen wieder auf im Namen von Jesus Christus. Ja, und vielleicht weißt du jetzt gar nicht so, wie du das alles proklamieren sollst und was du überhaupt aufschreiben sollst. Wenn du das Wort Gottes über dir und deinem Leben aussprichst, hat es so oder so Kraft. Und das schieben wir jetzt einfach hier rein. Du liebst ja den Psalm 23. Ich habe ihn hier auf. Er ist einfach, ja. Er ist einfach, er ist so wirkungsvoll, er hat 6 Verse. Und wir lesen diesen Psalm, proklamieren diesen Psalm jetzt einfach über dein, über mein, über Leos, über unser Leben,
damit wir erfahren, was für eine Kraft das sein Wort hat, weil es steht, es kommt nicht leer zurück, sondern führt das aus, was ihm aufgetragen ist. Und ich lese Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts fehlen. Das ist schon eine große Proklamation. Yes, come on. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen. Damit macht er seinem Namen alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück. Yes. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz Yes. und Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Ja. Nimm dir heute nochmals Zeit und proklamiere diesen Psalm 23 über deinem Leben, über deinen Umständen, über deinen Zielen, über da, wo du hin willst. Genau, weil das wird dir bewusst, wenn Gott der Hirte ist und dich führt und leitet, hast du die größte Kraftinstanz, die es überhaupt gibt. Also werde ganz spezifisch. Also das ist ganz ein wichtiger Punkt, weil die viele Gebete sind einfach Floskeln. Zum Beispiel, Herr, schick Erweckung. Erweckung beginnt bei mir, wenn ich bete, Gott schickt Erweckung, dann wird Gott mein Herz beginnen zu erwecken. Oder wenn ich bete, Gott schenke Einheit, dann wird Gott sagen, wo habe ich den Menschen nicht vergeben, wo habe ich ein kleines Herz, wo habe ich so Limitationen, wie ich denke, fühle, spüre und Dings. Und darum muss es ganz spezifisch sein, wenn du sagst, ich bin ein Mann nach dem Herzen Gottes, der nach dem Willen von Gott als allererstes sucht und strebt. Oder ich bin ein Ehemann und ich diene meiner Frau. Nicht einfach, ich bin ein guter Ehemann, sondern ich bin ein Ehemann und ich diene meiner Frau. Das Wort dienen bedeutet, man stellt die Frage, was brauchst du, was wünschst du dir von mir, nach was hast du Sehnsüchte, was findest du, könnte ich noch besser machen. Und das bedeutet aber auch, dass ich auch ein offenes Herz habe für Korrektur, dass auch meine Kapazität als ein Mann sich vergrößert. Oder du sagst zum Beispiel, ich bin ein erweckter, leidenschaftlicher, feuriger Nachfolger von Jesus. Also merkst du, hast Worte, die du nimmst und das feurig und begeistert und brennen bedeutet dann auch, dass in meinem Bibellesen, in meinem Gebet, in meinem Geben, in meinem Dienen ich nicht aufhöre, sage jetzt mal, mich an die Kraft von Gott zu strecken und auch ihn zu suchen. Und auch bei den Finanzen, bei den Kindern, in deiner Ehe, in deinem Haus, in deiner Arbeitsstelle, in deinen Talenten, die Gott an dir vertraut hat, auch in deinen Wünschen, Sehnsüchten. Also mach es ganz spezifisch, konkret, das eben auch messbar ist, weil etwas, was zu schwammig ist, ich möchte einfach den Nächsten lieben, ist schwammig. Das ist eigentlich nicht, ist ein Wunsch, aber das ist, wie gesagt, einfach zu schwammig. Man muss es sehr spezifisch benennen, was du mit dem genau meinst. Und jetzt kommt eben der Challenge, das ist eben oft gar nicht so einfach, das zu formulieren. Und wenn du merkst, es ist nicht einfach zu formulieren, dann hast du auch noch nicht den Fokus. Das ist wie wenn du hast das Ziel noch nicht, du schießt irgendwo hin und das Resultat ist auch dementsprechend. Und Habakuk hat sich Zeit genommen und dann hat er geschrieben. Also ganz konkret, was ist dann diese Sache? Man muss ein bisschen nachdenken, man muss reflektieren. Das ist auch unsere Gebetszeit, ist ja eine interaktive Zeit mit Jesus, wo man diese Themen durchkäut. Man sagt in der Schweiz, durchhetscht. Man kaut es durch, bis man die Lösung hat. Und dann plötzlich merkst du, das ist, was ich meine. Ja, und wenn wir das so genau wissen, dann ist auch spannend, dann kommt der nächste Punkt, lege konkrete Action Steps fest, die dich dahin führen. Also Susanne, wenn jetzt du sagst, ich will eben, was hast du gesagt? Digitale Ordnung, das fällt mir jetzt am einfachsten. Ja, genau, also das ist jetzt mal ein Wunsch, es ist klar definiert, mega krass. Was heißt dann das für dich, diese Action Steps, ganz konkret? Also wie machst du dann das und was meint das damit?
Also ganz konkret bedeutet es, dass ich, sagen wir mal, 3 bis 4 Mal in der Woche durch meine digitalen Ordner durchgehe und mal schaue, was habe ich da überhaupt noch, weil genau das würde ich jetzt zum Beispiel physisch auch machen, oder? Ich habe da meine Dokumentenordner, das habe ich hier auf dem Tablet auch. Und, und dann mehrmals in der Woche gehe ich durch und schaue mal, was ich überhaupt habe und was überhaupt alt ist, abgelaufen, was ich nicht mehr brauche. Und dann habe ich schon den ersten Schritt. Also hast du dann ein konkretes Datum drin, eine Zeit drin, und du sagst, am Dienstag um 5 Uhr oder Mittwoch um 3 Uhr mache ich das eine halbe Ja. Stunde? Eine halbe Stunde ist mir schon zu viel. Ich beginne mit 10 Minuten. 10 Minuten. 10 Minuten jeden Tag diese Dokumente anschauen und mir 10 Minuten Zeit nehmen, um das zu sortieren, die alten Dokumente aufzumachen, zu lesen, was steht da drin und dann, was ich nicht brauche, löschen. Oder man sagt in dem Management, das ist nicht mal ein christliches Beispiel, aber es geht ins Gleiche, wenn du zum Beispiel nicht ein guter Leiter, Leiterin bist, wirklich bist nicht gut, ganz ein krasses Wort, wenn du jeden Tag 10 Minuten investierst in ein Leiterschaftsbuch, dich Gedanken machst über Leiterschaft, wirst du in einem Jahr schon ein sehr guter Leiter werden, weil das, was man studiert und anschaut, wird man entwickeln. Jetzt kommt auch der Punkt wieder, das ist eine Idee da, die man hat, oder ganz konkret, spezifisch, ich möchte ein besserer Leiter werden, um Menschen zum Aufblühen zu bringen, ist dann noch nicht der Punkt, dass man das macht, es sei denn, man trägt es in die Agenda. Also Ja. wo hat dann die Leidenschaftsentwicklung Zeit in der Agenda? Also was würde ich dann konkret machen, damit ich mich dann da entwickle? Und da kannst du das Prinzip nehmen beim Bibellesen, beim Gebet. Wenn du sagst, ich verstehe die Bibel nicht, dann investiere 10 Minuten im Bibelstudium, um zu sagen, ich möchte mal die Zusammenhänge der Bibel verstehen. Also 10 Minuten genügen bereits schon. Also es ist, by the way, nicht wenig pro Tag. Es braucht dann meistens auch eine Pause, wie ein Sabbat oder 1, 2 Tage, wo man da nichts macht. Aber das wäre jetzt auch ein cooles Gebet zusammen, weil das hat mit Disziplin zu tun. Und ich merke, es fällt sehr oft an der Disziplin, dass man einfach irgendwie man hat den Bock nicht, man hat die Ausdauer nicht, es zipft sich ein bisschen an. Und lasst uns auf jetzt beten, dass Gott uns diesen Geist der Selbstdisziplin schenkt. Und auch einfach, ich bete, dass er dir die klaren Action Steps zeigt. Weil wenn ich den Schritt sehe, weiß, was ich tun muss, eben, okay, das heißt als erstes mal die alten Dokumente durchzuschauen, dann bin ich auch viel motivierter und genau darum bitten wir dich, Heiliger Geist. Yes. Du bist ein praktischer Gott. Du bist ein Gott der Ordnung. Du bist ein Gott des Friedens, ein Gott der Ruhe. Und wenn wir Ordnung haben, dann kommt Ruhe hinein. Und wenn wir den nächsten Schritt wissen, dann kommt Zug hinein. Und genau dafür bitte ich dich, Heiliger Geist, ich danke dir, dass wir mit dir im Austausch sein können, dass wir nicht von diesem Riesenberg, von dem guten Vorsatz, eine gute Gewohnheit zu implementieren, stehen bleiben müssen und einfach nicht wissen, wie. Ich segne dich jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass du die nächsten Schritte ganz klar siehst oder den nächsten einen Schritt ganz klar siehst. Und ich segne dich, was steht im Galater 6, Vers 9. Lass uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Leo hat am Sonntag dieses 1-Prinzip erwähnt. Das heißt, eine Sache, und genau darin brauchen wir diese göttliche Ausdauer, wenn wir diese Schritte machen, dass wir nicht vorher aufgeben, weil das Resultat kommt nicht sofort, sondern es kommt mit dem, dass wir konstant dranbleiben. Und danke, Heiliger Geist, segnest du uns auch mit dieser Konstanz, einfach dran zu bleiben, einfach diese Ordner durchzugehen in meinem Fall. Und ich segne dich, dass du den nächsten Schritt siehst für das, was du weißt, was richtig ist, was du weißt, was du tun solltest, aber nicht von dir alleine kommt. Ja, Jesus, wir ehren dich einfach, dass du uns eine Strategie gibst. Du bist ein Gott der Strategien, ein Gott der Systeme. Und du hast auch den Jüngern gesagt, geht in diese Städte, das war ein System zu zweit,
und verkündet das Evangelium. Wenn sie es nicht annehmen, dann schüttelt den Staub von den Füßen. Das ist eine Strategie. Sie gingen zu zweit, nicht alleine, und haben verkündigt und haben geheilt und haben gebetet. Und wenn nicht, dann haben sie gesagt, wir gehen dann in das nächste Dorf, da wo die Türen offen sind. Und das hat für mich zu tun mit offenen Türen, dass Gott Türen öffnet, die jetzt für dich unmöglich erscheinen. Du sagst, ich weiß nicht, woher ich die Kraft bekomme. Ich weiß nicht, woher ich die Motivation erhalte, Dinge durchzuziehen, weil ich beginne immer etwas, aber ich ziehe es einfach nicht durch, weil ich plötzlich die Vision aus den Augen verliere, das Ziel aus den Augen verliere, aber auch die Resultate nicht im Ansatz sehe. Und darum bin ich dir dankbar, dass wir dich einfach bitten dürfen. Wir sind deine Kinder, deine Söhne und deine Töchter. Und wir kommen zu dir sagen, aber lieber Vater, wir brauchen deine Gunst, wir brauchen den Rückenwind, aber auch diese Strategie, die genau in unser Konzept passt, um diese Dinge mit deiner Hilfe, das, was mich bejocht, was mich gefangen nimmt, was mich einengt, was mich bestimmt, mit deiner Kraft zu lösen. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich dir einfach ein Beispiel von mir erzählen, weil ich bin jetzt nicht super gut. Ich entwickle mich dahin, Ziele klar zu formulieren, so wie wir das gesagt haben. Ich habe auch Dinge, wo ich effektiv anstehe und ich weiß, wie ich das umsetzen soll. Und vielleicht hast du die Geschichte schon gehört bei Story of Christmas oder irgendwo auf der Bühne, aber ich habe es auf dem Herzen, sie nochmals zu erzählen. Und zwar ist ja vor 2 oder 3 Jahren eine Pastorenfreundin an einer Ladies Lounge zu mir gekommen und hat gesagt, sie habe den Eindruck, ich werde ein Buch schreiben. Und ich fand den Eindruck nett, aber ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie ich das umsetzen soll. Vielleicht hast du auch so einen Gedanken oder so ein Gefühl, aber das löst eigentlich nichts Positives aus, als nur eine riesige Unmöglichkeit. Aber ich war klar und habe Gott gesagt, schau mal Gott, mit dem habe ich nichts mehr am Hut. Ich habe es probiert, ich war auch diszipliniert im Schreiben und so weiter und so fort. Es ist einfach nicht gelungen. Jetzt bin ich fertig. Wenn du Gott das auf dem Herzen hast, schließe ich die Türe nicht zu, aber du musst wissen, wie du das machst. Punkt. Und dann habe ich stehen gelassen. Und dann habe ich mir jetzt von ganz einer anderen Ecke ein Ziel gesetzt, Multiplikation von Zeit. Auch, wie du es wahrscheinlich erahnen kannst, das ist sehr offen, das ist jetzt überhaupt nicht konkret. Aber was ich liebe daran ist, du kannst mit Gott darüber ins Gespräch kommen. Und ich habe zu Gott dann ein halbes Jahr später Ziele aufgeschrieben, damit ich es nicht vergessen habe ich gesagt, Multiplikation von Zeit steht da drauf, Gott. Also sag mal, wie sieht denn das aus? Und dann hat er gesagt, weißt du, jetzt in meinem Fall, ich mache regelmäßig Inputs für ICF Radio München und spreche die auf, die lassen das laufen. Und dann hat Gott gesagt, das wäre doch eine Möglichkeit, wenn du aus diesen Inputs ein Andachtsbuch machst. Und das hat mich so begeistert und da war ich gerade direkt drin. Und siehst du diesen Zusammenhang? Der Eindruck von dieser Pastorin mit dem Buchschreiben, mein Ziel setzen, was sehr unkonkret ist, aber der Austausch mit Gott und er bringt das einfach zusammen. Und genau für dieses Übernatürliche in deinem Leben möchte ich beten. Es braucht unsere 100%. Aber ich bitte dich, Heiliger Geist, für dieses Übernatürliche. Und du siehst, wo Menschen jetzt zuschauen und zuhören und spüren, dass sie da einen Schritt machen sollen, auf ihre Gesundheit achten, gesünder werden, fitter werden, was weiß ich was, früher ins Bett, früher aufstehen, wie die Ziele alle heißen. Du siehst die Unmöglichkeiten. Und ich danke dir, dass du heute der gleiche bist wie damals, als du die Jünger angehaucht hast und gesagt hast, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und ich spreche dir diesen Heiligen Geist zu, der dein Denken erneuert und deine Sinne verändert, dass du von innen heraus transformiert wirst, dass du an Orte kommst, wo du inspiriert wirst, wo du Weisung bekommst, wo du eine Sicht bekommst. Heiliger Geist, komm und fülle jeden von uns mit deiner Kraft. Ja, genau. Und wir beten, dass der Wind Gottes, der Geist Gottes, das er gebetet hat,
uns wie nochmals neu berührt. Und das heißt, sie wurden im Neuen Testament immer wieder vom Heiligen Geist erneuert. Also du hast die Taufe vom Heiligen Geist einmal. Das heißt, er kommt in uns hinein und nimmt Wohnung. Aber die Erneuerung geschieht immer wieder. Wie Gott die Liebe erneuert, wieder neu macht, frisch macht. Wie man eine Scheibe, ein Fenster reinigt am Frühling. Es ist das gleiche Fenster, aber gereinigt. Und ich bete für eine Reinigung in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, auch deinem Glaubensleben. Wo du merkst nochmals, der frische Wind vom Heiligen Geist kommt nochmals hinein. Dieses Feuer beginnt nochmals zu brennen. Und diese Dinge, die abgestanden sind, möge das Feuer, das wegbrennen, der Wind, diese Dinge wegblasen, die nicht mehr zu mir gehören, weil ich laufe nicht in meinen Möglichkeiten, nicht in meiner eigenen Kraft, nicht im alten Fleisch, nicht in den alten Dingen, die mich angetrainiert habe, sondern ich bin geboren, um in den Fußstapfen Gottes zu wandern, in diesen Taten, die du für mich schon vorbereitet hast. Und wir möchten enden mit dem letzten, man muss auch dann in die Agenda eintragen. Du hast es ganz, ganz schön gesagt, also man hat eine Gewohnheit, wo man dann proklamiert, wie man werden will. Das ist mega wichtig. Dann wird man ganz spezifisch. Dann überlegt man, was sind die Action Steps und man trägt es in die Agenda ein. Also zu welcher Zeit werde ich das machen? Man sagt, was nicht in deiner Agenda steht, hat mit deinem Leben nichts zu tun. Mit dem möchte man sagen, wenn man das nicht bewusst irgendwo in die Agenda, in dem, was man macht, hineinpackt, bleibt es ein Fremdkörper. Und das ist genau der Punkt, wo der Teufel alles dran macht, damit es nicht matcht, damit es nicht irgendwo in deine Gewohnheit hineinkommt. Ja, und das heißt im Habakuk 2, Vers 3, denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Dies ist, was du schreiben sollst. Und ehrlich gesagt, ich habe letztes Jahr mir einen Next Step vorgenommen und das in die Agenda eingetragen. Und es ist keine Schande, wenn du das ebenso gemacht hast und wie bei mir. Es steht immer noch in der Agenda drin und es taucht 3-mal in der Woche taucht es auf. Und trotzdem kann ich es einfach nicht anpacken. Und ich gebe nicht auf. Ich warte geduldig, bis ich spüre, jetzt weiß ich wie. Jetzt habe ich den Schritt, jetzt sehe ich den Action Step. Also ich habe es sozusagen vorher in der Agenda eingetragen. Aber weil ich es in der Agenda eingetragen habe, sage ich nicht einfach, ja okay, dann halt nicht. Ja, es ist mit anderen Worten, es erinnert dich daran. Das ist wie jemand, der nie joggen geht, nimmt die Joggingschuhe und tut sie raus in den Gang und sieht immer, die Joggingschuhe. Alleine das ist, mit dem hast du nicht gejoggt, aber es erinnert dich jeden Tag daran, ich werde joggen. Und wenn man sagt, ja, nach 3 Monaten, das bringt dir nichts, ich höre auf, dann hast du diese Erinnerung nicht mehr. Und ich möchte jetzt mit dir zusammen einfach jetzt wirklich beten, dass Gott dir in deiner Art und Weise eine Strategie gibt. Weil wir haben alle verschiedene Themen und oft sagen Leute zu mir, ja, du bist halt ein Pastor, du bist eine Pastorin, halt, ich schwebe auf anderen Ebenen. Dann sage ich, nein, wir sind alle im gleichen Boot. Wir haben alle die gleichen Challenges, wenn du verheiratet bist, ob Pastor oder nicht Pastor. Es ist überall die gleichen Herausforderungen. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass man gewisse Dinge eintragen kann, ein Joggingschuh dahin tun kann. Oder du hast auf deinem Tablett alles Früchte und Gemüse, wo du sagst, ich werde eines Tages das beginnen zu essen. Also man kann wie prophetisch Dinge hinstellen, die dich daran erinnert, was du in deinem Leben irgendwann dann machen wirst. Also, willst du beten? Du. Also, ich segne dich in dieser Kraft vom Geiste Gottes, der in uns hineingelegt worden ist. Und ich segne dich auch in dieser Liebe von diesem Sohn von Jesus Christus, der an unserer Stelle sein Leben hingegeben hat. Aber ich segne dich auch in dieser allmächtige, allwissende und allgegenwärtige Vater im Himmel. Unser bester Gott im Himmel, der immer für uns ist und der uns nicht eine Sekunde verlässt. Und ich möchte dir, und ich habe es jetzt schon ein paar Sonntage gesagt, aber das Bild ist mir so eingefahren, in jeder Religion müssen die Menschen etwas für ihre Götter tun. Man bringt ein Opfer, man muss den Gott wohlstimmen und es ist nicht ein Gott, der da ist, um den Menschen zu dienen. Und bei uns ist es genau das Gegenteil. Gott sah, dass wir verloren sind. Er hat nicht gesagt, ihr müsst Opfer, ihr müsst bringen, sondern er hat seinen eigenen Sohn auf die Welt geschickt. Er kam uns entgegen.
Die 99 Schafe, eines ging verloren. Das Beispiel, Jesus hat es gesucht, der Hirte, bis es gefunden hatte. Die verlorene Münze, so lange gesucht, bis es gefunden worden ist. Der verlorene Sohn, der Vater hat gewartet. Das war nicht einfach so, oh, du bist gekommen, ich habe es gar nicht gemerkt. Er hat geschaut aus dem Fenster, kommt mein Sohn. Das hat mit der jüdischen Tradition auch noch was zu tun. Und das Krasse ist, wenn ich bete, du bist mein aberliebender Vater, bete ich zu einem Gott, der sich um mich kümmert, der nicht wegschaut, der nicht sagt, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr nachvollziehen, ich habe keinen Bock mehr, immer einzugreifen. Und das hat mich geflasht, weil ich gemerkt habe, das stimmt, das ist der Unterschied von dem, was wir haben im Glauben zum Rest von allen anderen Religionen. Gott, der sich um unsere Themen kümmert. Darum, wenn ich falsche Gewohnheiten habe, schlechte Gewohnheiten habe, die ich mir antrainiert habe über alle mein Leben jahrelang, lässt Gott mich nicht alleine. Sag nicht einfach viel Spaß, mal schauen, ob du hinkriegst, sondern Gott gibt uns den Geist Gottes, der uns diese Kraft gibt, gewisse Dinge in seinem Namen zu ändern. Und diesen Segen beten wir aus über dir. Ja. Und wir sind dankbar, einen Gott zu haben, der uns nicht eine Sekunde jemals auf die Seite schiebt oder aufgibt und sagt, ja, ich habe noch Milliarden anderen Menschen, ob die eine Person spielt gar keine Rolle. Gott denkt nicht so, sondern du bist ihm krass wichtig. Es heißt in der Bibel, Gott gab jedem Stern einen Namen. Es gibt Milliarden von Sternen, man kann es gar nicht fassen. Und hat jedem Stern einen Namen gegeben und sagt im Psalm, wer bist du, Gott, der den Sternen einen Namen gibt, dass du mein kleines Detail nicht vergessen hast. Also mit anderen Worten, wie krass, wie großartig bist du dann. Und das ist die Dimension von diesem Gott im Himmel. Ja, und mit diesem Segen bist du gesegnet, dass du gesehen und geliebt bist. Wir wünschen dir eine wunderbare Zeit, im wahrsten Sinne, wunderbare Zeit. Und wir sehen uns am nächsten Dienstag spätestens wieder oder beim Bibellesen, das diese Woche mit Tim und Joel stattfindet. Oder am Sonntag. Oder am Sonntag oder wo auch immer. Also, Bye bye. mach's gut, schön, God dass bless du you. dabei. Tschüss.